Hallo zusammen, du bist Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht noch gut, hoffentlich alles klar. Hier ein kleines Gameplay von einer Runde, die eher gut ist gelaufen. Ich habe extra noch etwas aufgenommen von einem Game, wo ich definitiv ziemlich Mühe hatte. Das zeige ich dir auch mal gerne. Aber hier zur Auflockerung mal ein gutes Gameplay. Ich habe mit dem Bobby gespielt, Bobby Crystal. Und ja, wir haben hier versucht, so ein bisschen Gegner wegzudrücken, wie man so schön sagt. Darum bin ich hier mal auf der linken Seite herangestürmt. Und etwas, was ich einfach muss sagen in diesem Game, wenn der Gegner auf einem Level daherkommt, wo man nicht direkt geradeaus schaut, eben oben dran oder unten dran, dann ist es zum Teil so selten wie gerade vorhin, dass man die Sachen auch sofort sieht. Man ist sich so gewöhnt, dass im Call of Duty eigentlich alles so ein bisschen auf einer Ebene stattfindet. Und ich weiss, im Advanced Warfare hat man das auch schon ein bisschen üben können. Aber weil ich das nicht so fest gespielt habe, fällt es mir hier jetzt einfach umso mehr auf. Also auch, wenn ich zum Teil versuche, in ein Gebiet vorzudringen, wo ziemlich viele Gegner sind, versuche ich mittlerweile eigentlich oft, dass ich vielleicht ein bisschen oben dran durchziehe, das heisst an den Wängen entlang, weil die einfach nur geradeaus schauen, die sehen einem dann nicht, dort ist man fast unsichtbar. Ich spiele hier mit der, wie heisst sie, mit der AN. Ja, einfach der AK-Verschnitt, die Knarre, die man von Anfang an bekommt. Und kommen da eigentlich sehr gut mit der klar. Es ist erstaunlich, wie gut das die effektiv ist. Und es gibt zwar schon ein paar Waffen, die nicht so toll sind im Black Ops 3, aber auch gesamthaft finde ich, haben sie das Balancing eigentlich noch gut herbekommen. Spielen, wie ihr rechts seht, mit der Drohne, dem Care Package und der Sentry Gun. Weil ich finde, die Sentry ist eigentlich noch etwas ganz Gäbiges, gerade im Domination, um das B zu schützen. Und momentan gibt es noch nicht so viele Gegner, die dann irgendwie das Ding nach kurzer Zeit schon ausschalten wollen. Und darum gibt es auch noch ein paar schöne Kills. Links an der Minimap seht ihr, dass ich mit dem Ding spiele, mit dem Perk, wo man so ein bisschen zeigt, wo Gegner vielleicht um mich herum sind. Und ich weiss, bei gewissen ist das nicht allzu beliebt. Aber ich habe es das letzte Mal schon erklärt, dadurch, dass man nicht so ein grosses Sichtfeld hat in diesem Game. Schön gamed, versuche ich natürlich mir ein bisschen zu helfen mit den Perks. Und das letzte Mal habe ich auch wieder angefangen mit Headset-Gamen. Ich habe ja noch das von Black Ops 2. Und wenn man hier so ein bisschen auf die Schritte lässt, man hört es ja also schon unglaublich gut. Die Map selber gefällt mir eigentlich noch gut einweg. Ich finde es stylisch hier mit diesen Dächern und oben und unten. Ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich das ein bisschen geschnallt habe, wie man jetzt genau über die manövriert am besten. Aber jetzt gerade hier bei diesem Gameplay klingt mir das eigentlich noch gut. Ihr seht, auf der Knarre selber habe ich mittlerweile einen zweiten Prestige. Darum kann ich auch den Kill-Counter mir anzeigen. Dann bekommt man einfach so ein kleines Display auf das Gewehr gedrückt, wo man sieht, wie viele Gegner das man schon gekillt hat mit diesem Ding. Nicht, dass es wahnsinnig viel bringt, aber ist eigentlich noch cool anzuschauen. Und was ihr auch seht, ist, ich versuche hier eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen unabhängig von meinem Team umzuziehen, um den Gegner auch ein bisschen zu verwirren. Das funktioniert in den meisten Fällen, weil sie dann eigentlich auch überraschen kann, weil sie dort jetzt nicht unbedingt mit einem Spieler aus dem gegnerischen Team rechnen. Und zwischendurch halt mal schnell etwas einnehmen oder so tun, als würde man sie einnehmen, um die Leute ein bisschen herzulocken, ist gut funktionierender Plan. Ich bin auch schon oft reingesäckelt, dass ich dann schnell schauen wollte, wer jetzt hier etwas einnimmt und dabei war gar niemand durch gewesen. Nur um am Schluss nicht mehr auf mich zu warten und mich abzukassieren. Der hat jetzt halt schon wieder Pech gehabt. Das Päckchen ist eigentlich noch etwas Gutes. Da habe ich noch öfters gäbige Sachen drin. Und gerade wenn man den Ingenieur nehme ich an, auf Deutsch wählt, dann kann man das Päckchen durchrollen. Kann also noch ein zweites Mal versuchen, etwas Gutes zu bekommen, wenn nur Crap drin ist. Und hier mache ich jetzt, glaube ich, wieder mal einen ganz klassischen Fehler. Ich schaue nicht wirklich drauf, wie weit dass wir mit den Punkten sind. Und bestellen wir doch tatsächlich jetzt noch das Päckchen. 5 Punkte vor dem Rundenende. Und obwohl das Flugzeug relativ schnell da ist und das Ding abladet, reicht es mir gerade nicht zu nehmen. Und es wäre nach dem Weg so ein Hater gewesen. Also der die Positionen der Gegner genau anzeigt. Ja, das ist ein bisschen dumm gelaufen, der Fehler ist mir leider schon ein paar Mal passiert. Da muss ich mich ein bisschen an die Nase nehmen und halt immer wieder mir selber vor Augen führen, Päckchen nur dann zu bestellen, wenn die Runde noch nicht kurz vor dem Ende ist. Das ist ein bisschen ein Nachteil mit dem Seitenwechsel beim Domination. Sonst finde ich das eigentlich eine gute Entscheidung, dass sie das beibehalten haben.
Aber so kann man sich selber auch ein bisschen verarschen. Jetzt als Klasse habt ihr es eh schon lange gesehen, unten rechts spiele ich mit dem Ripper heisst er. Wenn ich mich nicht täusche, das ist der, der die Klingen rausnehmen kann und dann innerhalb von kurzer Zeit ein paar Gegner messern kann. Das funktioniert in den meisten Fällen anständig gut. Es ist aber auch so, dass man nicht meinen muss, dass man unglaublich weite Distanzen zurücklegen kann und einen zu messern. Also das geht ja schon nicht. Aber jetzt gerade, wenn man in einen Raum reinsäckelt, das letzte Mal habe ich eine Killcam gesehen von einem, leider nicht von mir selber, wo einer eben in einen Raum rein ist und hat dort dann 4 Typen mit dem Messer runtergemetzelt. Das ging natürlich mit dem regulären Messer nicht. Vielleicht mit dem Kampfmesser, wenn man es ausrüstet, dort ist man ja auch ein bisschen schneller. Aber eben ganz sicher hier mit der Fähigkeit. Oder heisst er echt Spectre? Ja, Namen sind mir noch nicht so ganz bekannt. Jetzt packe ich Klingen aus, in der Hoffnung, dass ich etwas einrichten, ausrichten. Und jetzt kommt gerade der Überfall. Messer da vor mir her wie ein Blöde. Und dabei habe ich gar nicht geschnallt, dass das eigentlich der Kollege war und der Gegner weiter ist gestanden. Tja, so wird die Dummheit auch ein bisschen bestraft. Und das sind eigentlich auch die meisten Tote, die ich mittlerweile erlebe. Es ist nicht so, dass ich nicht immer wieder auch von hinten gefickt werde, weil die Spawns halt ziemlich schnell wechseln. Aber häufig ist es mittlerweile einfach mein Fehler, weil die Maps können jetzt ein bisschen und da kann man zum Teil auch ein bisschen voraussehen, wo echte Gegner auftauchen mögen. Es gibt zwar immer noch ganz leide Camper und Eckenhänger und über Festli und Kistenschauer, aber mit denen kommt man auf jeden Fall auch klar. Meistens haben die eine ziemlich gerade Route und wenn man sie ein bisschen vor Seite halt nimmt, haben sie aber keine Chance, die Scheiben. Auch ich spiele hier ein bisschen vorsichtiger. Versuche vielleicht auch mal ein bisschen die Seiten abzudecken, weil hier meine Kollegen alle in der Mitte unterwegs sind. Ist es eigentlich zu erwarten, dass die Gegner, wenn sie ein bisschen clever sind, vielleicht über die Seite angreifen würden. Haben sie jetzt aber in diesem Fall nicht gemacht. Hier gelingt mir einen schönen Doppelten, wenn ich ein bisschen schneller wäre und ein bisschen genauer geschossen hätte, vielleicht einen Dreier hergebracht. Aber ich bin aber schon froh, wenn ich 2 hintereinander abkassiere. Der Bobby geht netterweise für ein bisschen abdecken. Wird leider abkassiert, kann man aber nur sagen, dass einer kommt und ich habe richtig Schwein. Hat er erst verwünscht, den Punkt gerade eingenommen. Für den zweiten hat es leider nicht mehr gelangt. Und ja, es war noch interessant. Grundsätzlich ist es natürlich cool, wenn jemand vorgeht, abdecken, aber vielleicht hätten wir den Punkt schon eingenommen, wo wir, wenn wir zu zweit auf dem wären gehockt und hätten dann zu zweit Gegner im Empfang nehmen können. Wenn man allein natürlich auf dem Punkt hockt, dauert es einiges länger, bis man da oben kommt. Hier noch versucht, elegant ins Fenster zu hüpfen, ist leider auch nicht so gelungen. Also das mit der Sprungsteuerung finde ich zum Teil auch noch ein bisschen tricky. Ich habe es jetzt auch mit der Bumper-Jumper-Steuerung probiert. Dort tust du ja mit L1 springen, das heisst, dass dann Blendgranaten oder so halt das zweite Equipment mit X wird schießen. Das ist am Anfang sehr verwirrend. Es ist aber gäbig, dass die Däume nicht ab den Sticks musst nehmen zum Hüpfen. Gleichzeitig ist es dann aber ein Problem, wenn so Killstreaks, Scorestreaks-Serien steuern, wie zum Beispiel der Talent, der mitfliegt. Dort ist es dann so, dass du ja mit R1 glaube ich, rauf kannst und L1 runter. Aber weil das geändert hat mit Bumper-Jumper-Steuerung, ist dann eben auch das X zum Runterfliegen und das fühlt sich dann komisch an. Sie haben es leider ein bisschen dumm gemacht. Ich möchte die Knöpfe selber konfigurieren und so, dass dann die Scorestreaks natürlich genau gleich bleiben. Von der Bedienung her, aber einfach, dass ich zum Beispiel vielleicht eben auf L1 hüpfen könnte. Aber ja, so nach 4-5 Matches musste ich eingestehen, hey, sorry, das geht länger, bis ich das schnaue mit dieser Steuerung. Und der Vorteil ist nicht wirklich vorhanden, leider. Ja, immerhin noch 2 verwünscht. Gesehen, die Zeit ist jetzt gerade durch, das heisst, die Score-Streaks noch schnell rauslassen, auch wenn es mir nichts bringt. Und ja, das wäre wieder mal so ein kurzer Zwischenbericht von diesem Game. Das Doppel-XP-Weekend war schon, da konnte ich ziemlich können zocken, so ein bisschen wie früher Abend, bis morgen um 4 Uhr gespielt. Und netterweise hat mich dann die Frau bis 8, 9 Uhr füßeln. Das ist dann aber schon richtig genial. Und ja, jetzt bin ich kurz vor dem zweiten Prestige. Nicht, dass das wahnsinnig ist, aber ja, so ein bisschen vorwärts geht es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch gefällt es auch weiterhin noch. Vielleicht habt ihr etwas Neues entdeckt, das ihr gerne möchtet erzählen. Interessiert mich natürlich immer, was bei euch noch so abgeht. Und freue mich auch gerne wieder auf einen Kommentar. Habt's gut. Schönen zusammen.